Ah ja, und das kann ich natürlich machen. Weil das die Hymne der Sonne ist, hätte ich auch so einen, was soll ich sagen, einen sonnenhaften Effekt. Was ich jetzt nicht genau weiss, wo sich das am besten anwenden. Tululili. Genau, und jetzt sind sie paralysiert für einen Moment. Da kann ich mich eigentlich unbemerkt an ihnen vorbeischleichen. Oder an ihnen vorbeisäckeln, besser gesagt. Gut, das war's gewesen. Die Bombe habe ich ja. Unnötigerweise. Einfach ein paar Bömbeli bekommen. Und jetzt können wir eigentlich die Hymne der Sonne zu meinem Zweck nutzen. Ups, nein, warte mal. Ich muss es ja gar nicht, oder schon? Sind wir schon in der Tageszeit? Ja, voll. Also, die Hymne der Sonne bewirkt eben, dass der Tag und Nacht wechselt. Das heisst, jetzt ist eben Nacht. Und das ist jetzt der Boris, der Totengräber. Und jetzt müssen wir doch mal mit dem reden, was der mir zu sagen hat. Hey Kleiner, was hast du denn zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zu fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade eine grausigen Grabgruseltour. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lasst uns graben und wir finden es heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubinen für ein Loch. Und jetzt muss ich warten, bis er so an die richtige Stelle kommt und von anfangen zu graben und vielleicht finden wir etwas drin. Okay, ein Rubin. Das ist nicht so spannend gewesen. Oh, da sind jetzt noch Skulpturen, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, ein Geist. Oh. Oh. Das Ding von diesen Geistern ist, dass man sie am besten nicht anvisiert, bis es dann verschwindet, sondern direkt attackiert. Also nicht mit Z anvisiert. Hallo, Geist. Nein, will ich auch keinen Platz. Und irgendwie, der eine oder andere von diesen Grabmalen hat etwas drin, etwas Spannendes. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, welcher es war. Und ich weiss auch nicht, in welchem von diesen... An welchem Ort als etwas zu finden gibt in der Grabgruseltour. Ich glaube, das müsst ihr nachher schauen. Weil das ist jetzt, wäre jetzt sehr, sehr viel. Oh, sehr wenig. Das wäre sehr viel Trial and Error. Oder eben zumindest fürs Video. Ich könnte das zwar eigentlich auch anders machen und einfach ein bisschen ausprobieren und dann einfach für switchen und schneiden. Das geht eigentlich auch. Machen wir das doch. Versuchen wir doch den Boris auf die richtige Fährte zu locken. Ich weiß wohl nicht, welche Grabsteine es sind. Das waren die mit den Blumen. Etwas Spannendes drin gehabt. Was sich recht überlegt, ist das eigentlich komisch, wenn man da... also irgendwie Link oder so... doch. Grabsteine verschieben. Ein bisschen pietätlos zum Teil, aber easy. Egal. Da jetzt eine Truhe, was nicht schlecht ist, weil da kommen wir vielleicht hoffentlich Rubin über. Nein, also ja, aber 5. Dann ist gut, dass ich bereits schon eine Bombe habe. Und das nicht irgendwie schon gemacht habe, bevor ich überhaupt im Todesberg oben war. An das kann ich mich jetzt irgendwie nicht mehr erinnern. Was ist das? Ein Feenbrunnen. Okay. Lustig. Das habe ich jetzt echt nicht mehr gewusst. Hey. Nützt mir nicht so viel, weil ich habe bereits schon 3 Feen in der Flasche und das ist eigentlich eher eine zu viel. Weil dann habe ich in dem Sinne keine Reserveflasche. Das ist schade. Aber ich muss schnell eine aufbrauchen.
Weil eine Reserveflasche ist sicher nicht schlecht. Ah, der Boris ist gerade hier. Sehr gut. Ich glaube nämlich, dass entweder der Flecken, immer dort, wo die Erdflecken sind. Ah, yes! Okay, nichts mit Wellen und ich habe es gerade gefunden. Sehr geil. Und das ist 1 Herz weh. Ich glaube, man kann einfach weiterhin ein paar Rubine und so finden. Auf der Grabgruseltour, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist das alles gewesen. Aber man kann dich gerne korrigieren, falls das nicht so ist. Ja, ich glaube, das war eigentlich alles gewesen. Ich habe das Dings, ich habe das Lied und das Herzteil, die Bohnen habe ich gesetzt. Ich glaube, das war's. Dort hinten oben kommen wir dann übrigens zum Tempel dann in Zukunft. Aber jetzt noch nicht. Ja, genau. Was ich irgendwie auch noch gerne machen will, wären Masken. Es gibt ja verschiedene Masken, die man verkaufen kann. Habe ich die erste schon... Ah nein, ich habe nicht einmal die erste verkauft. Fuck. Okay. Vom Maskenhändler, ich habe immer noch die Fuchsmaske dabei. Und eben die noch gar niemandem können verkaufen. Und das wäre eigentlich noch eine Idee. Das könnte ich eigentlich noch machen. Sorry, gell, für die, die irgendwie wollen, dass ich schneller vorwärts mache mit der Story, aber ich finde jetzt... Ups, da ist noch ein Skutulla. Aber ich finde, das ganze Erkunden und Nebenquests, in dem sie machen, gehört genauso zu Zelda dazu, zu Ocarina of Time oder eigentlich zu allen Zelda-Spielen, wie die Hauptstory. Und ich glaube, es ist auch, ich meine, es ist auch vergleichbar mit Skyrim. Die Hauptstory ist schön und gut und so, aber was wirklich spannend sind Diebesgilden, Kämpfergilden und alle Handelsstränge. Genauso ist es eben auch bei Zelda. Okay, was ist wir? Bei 18. 2. Ist nicht? Muss schon schauen. Ich glaube, dort oben ist auch noch eine. Auf der Leiter oben. Also eigentlich habe ich wirklich schon geholt. Doch, tatsächlich. Habe ich mich getäuscht. Ich muss ein bisschen mehr auch in der Nacht ein bisschen unterwegs sein, weil ich bin eigentlich mehr so ein bisschen am Tag unterwegs, weil es dann eben einiger Gegner hast und in den Städten hast du mehr Möglichkeit mit den Leuten zu reden. Mit mehr Leuten kannst du mit mehr Leuten reden, aber es gibt halt eben genau das Umgekehrte, dass du auch kannst eben auch mit Leuten in der Nacht reden oder eben Skutulla siehst und so Zeug. Ich bin voll nicht sicher zu dem Typ unten, der auf dem Dach ist. Ich bin mir voll nicht mehr sicher, ob es eine Möglichkeit gibt, ob es möglich ist, dass man zu ihm abgeht, als junger Link. Ich weiss, dass ich es früher mega oft probiert habe und ich habe es glaube ich auch geschafft, aber wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher. Also das Einzige, was man machen kann, ist das... Ja, es fehlt nicht so mega viel. Also so einen Seitwärtsjump macht und so seitlich aufs Dach runterfliegt. Ich habe jetzt am Schluss ein bisschen die Joystick losgelassen, das heisst, ich bin vielleicht nicht ganz so weit übergekommen, wie ich hätte können. Also versuchen wir es doch einfach nochmal. Also 2-3 Mal, und wenn ich es nicht schaffen kann, dann ist es wirklich nicht möglich. Dann weiss ich es. Und nur schon, dass die Kamera sich auch so nach oben bewegt, ist schon fast ein Hinweis darauf, dass es grundsätzlich könnte möglich sein. Das kann ich super auspositionieren noch. Shit, ein bisschen weit hinten. Vielleicht muss ich ein bisschen schräger laufen. Vor allem, ich müsste ein bisschen später abspringen. Ich bin jetzt recht früh abgesprungen. Eher so vielleicht. Es fehlt mega wenig. Also
Also ich weiß, dass man es als Erwachsener sehr einfach machen kann. Aber, ja. Es müsste doch irgendwie auch machbar sein. Weil man kann einfach so mit dem Typ schnurren vom roten Dach aus, aber das Spannende ist vor allem dann eben, wenn man bei ihm oben landen kann. Ja. Okay. Ha! Wer sagt es denn? Das ist jetzt zwar nicht so gedacht, wenn ich gemeint habe, aber geht auch gut. Hey, schön dich wiederzusehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Ich weiß zwar nicht, an was mich das erinnern soll, aber ich nehme es natürlich sehr gern. Dann gehen wir noch schnell zum Guru Guru. Der Dings, der Typ in der Windmühle. Der heisst, ich weiß gar nicht, Guru Guru, ich glaube, er wird gar nie so als das bezeichnet im Spiel effektiv, aber ich weiß es durch andere Quellen, dass der eben Guru Guru heisst. Vom Japanischen halt wird es wahrscheinlich eine Bedeutung haben. Fragezeichen. Das ist einfach eine Mühle. Hallo. Ich mag es im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen. Das macht riesen Spaß. Ich liebe Musik, ich liebe diese Mühle. Ich will selbst einmal etwas komponieren. Vielleicht eine Melodie wie von der Mühle oder vom Wind erzählt. Ja, das ist aber nicht so. Mal schauen, kann ich mit der mitspielen? Ah nein, das geht noch gar nicht. Ich könnte zwar etwas vorspielen, aber... Ja. Aber ich muss ihm... Es ist so ein Zeitparadox. Ich muss ihm etwas vorspielen, das er mir beigebracht hat, aber er noch gar nicht kennt. Was eigentlich keinen Sinn macht. Aber ihr werdet es dann sehen. Es macht dann im Zelda-Universum doch sehr durchaus Sinn. Okay, gut. Jetzt bin ich zwar wieder hintergelaufen, eigentlich hätte ich zuerst noch zum Maskenhändler rauf. Zum potenziellen Maskenkäufer. Rauf. Was ich jetzt mache. Das ist mir vorher in den Sinn gekommen, als ich mit diesem Typ... ah nein, das habe ich gar noch nicht aufgenommen. Das bin ich... das wisst ihr noch gar nicht. Ich bin vorher schnell über die Hylianische Steppe gelaufen und habe einen Typ gesehen, mit ihm geredet gehabt. Und... Ja, und jetzt habe ich aber gemeint, das habt ihr schon gesehen, aber das ist ja gar nicht der Fall gewesen. Und dem kann man dann eben auch eine Maske verkaufen. Hm, denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey, ist das nicht eine Fuchsmaske? Das Wetter ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... Würdest du sie mir verkaufen? Jep. Mein Sohn wird sich sehr über diese Maske freuen. Vielen Dank. Juhu. Yay, 5 Rubine Gewinn gemacht. Alala, gut. Alright. Das war's. Ah, übrigens, ich habe mal irgendwie vor kurzem etwas gelesen, dass der Typ da, der Soldat, eigentlich ein mega Arschloch ist, weil er davor redet wie sein Sohn. Mensch, wo bin ich da geblieben? Genau, ich habe mal kurz gelesen, dass der Soldat dort, der eigentlich ein rechts Arschloch ist, weil er immer davon erzählt, ja, mein Sohn will unbedingt eine Maske und so. Und du kaufst sie und alles gut und so. Er leitet sie sich an. Und während dem ganzen Spiel steht er immer mit dieser Maske rum. Und nichts von wegen, ich gebe sie mal am Sohn, sondern er hat sie einfach nur für sich selber gewählt. Menschen sind widerlich, meine Eltern sind widerlich, du bist bestimmt auch widerlich. Das ist aber nicht so eine nette Einstellung, nicht? Ah, ich hab doch gewusst, das ist nein. Hey, bist du nicht mehr so motiviert, Navi? Schauen, was sie noch zu sagen hat. Wahrscheinlich, dass ich die 3 Steine habe, oder... Nein, weiss was es ist. Ist 20. Listen! Die beiden auf dem weißen Pferd, das waren doch Zelda und Impa. Was? Als hätten sie etwas in den Wassergraben geworfen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich doch. Ich bin ja nicht blöd, Navi. Also, gehen wir da noch schnell rein. Zack,
zack. Hallo. Der Fluch ist von mir genommen. 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Was ist das schon wieder? Ich weiß gar nicht, was man so schnell bekommt. Ah. Ja, genau. Das ist etwas, was ich eigentlich nie hatte und auch jetzt nicht habe. Wenn man das Rumble Pack einsetzt, dann kann man so Sachen wie irgendwelche... was sagen wir denn? So die Höhlen... Oh, da ist irgendwo noch eine. Die Höhlen, die zum Teil entweder durch Bomben freigeschlagen werden oder oder dort im Friedhof, wo ich durch das Loch durchab können. Einfach all diese so Sachen. Und die sollten eigentlich mit einem Rumble Pack, wenn man eins eingesetzt hat, sollte der Controller vibrieren und dann sollte man es sehen. Oder finden. Genau. Und das habe ich eben nie gehabt, finde ich irgendwie schade, aber ich habe jetzt auch wieder kein Rumble Pack. Aber andererseits, ich weiss eh noch, wo mega viel Zeug ist, von dem her kommt es eigentlich auch nicht so mega drauf an. Ja, jetzt fällt das wieder ab. Das ist auch ein Grund, wieso ich eben Dings bin. Wieso ich so ein Tagmensch bin in Zelda. Mit diesen blöden Skelett, die einem die ganze Zeit belästigen. Ja gut. Ich könnte eigentlich eine Schnelldurchlauf machen von diesen Masken. Weil dann hätte ich nicht gesehen, wenn ich da über ganz heil hin und her säckle. Und ich muss sowieso noch warten, bis es Tag ist. Oder... Jetzt macht's schwuppdiwupp. Und das Tor geht auf. Aber was man jetzt auch noch irgendwo ist... Ich glaube, ich bin noch gar nicht dahinter, wo ich da Bomben hatte. Ja. Shit, man sieht sogar das Tor ein bisschen. Also das Loch sogar ein bisschen durchglitschen. Aber Hori hopp. Und da hat alles Mögliche. Plus eine Kiste. Ah ja, das hat sich so gelohnt. Übrigens mit diesen Steinen, an diesen Zeitsteinen kann man auch noch recht viel... Also ja, so ein bisschen... Noch etwas Cooles machen, wenn man beim Maskenhändler mal weiter ist. Weiterer Grund, um beim Maskenhändler mal vorwärts zu machen. Und noch mal reinschauen. Hey, der Richie Rich. Hallo Richard. Au. Ja, so kann man auch anklopfen. Du hast sie verkauft. Fantastisch. Dann zahle ich nun meine 10 Rubine für die Fuchsmaske. Bezahlung erhalten. Also, dann nehmen wir doch mal die Schädelmaske mit. Um andere zu erschrecken. Du fühlst dich wie ein böses Monster. Hihi.